Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uwe Pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir am Seppel sein Hipster-Image gerettet und sein Brill vor dem Mutante-Hund gerettet, wovor ich ihm immer noch ein Achter ins Hemd trete kennt. Dann sind wir in die Kirche endlich reingekommen, sind vom Seppel getrennt worden. Und jo, jetzt sind wir in der Katakombe von der Kirche gelandet. Und dort scheint ein neuer große Gegner zu kommen, und zwar der komische Kastekopf. Wir haben jetzt zwar Relief gesammelt, aber ich habe die Befürchtung, dass wir noch mehr brauchen. Hm? Eins habe ich. Fotos. Okay, der Weg wird jetzt frei. Aber klar, steht es... Ah, beide sogar. Cool. Okay, ich steht das Zeichen auf jeden Fall einsetzen wolle. Ich steht jetzt mit einem sackenschwerer Ding da rumlatsche. Das wiegt bestimmt gut sei 5 bis 10 Kilo. Je nachdem, was für ein Stein ist. Aber trotzdem, das Ding muss das sackenschwer sein. Gehen wir zuerst nach links, bevor wir nach rechts watscheln. Ich gehe das links, Mitte, rechts chronologisch durch. So kennen wir es. So kennt man es von einer ordentlichen Reihenfolge. Wenn man es ans Lesen geht und so. Macht man auch immer von links nach rechts. Okay, mein Spritzler. Nee, ich habe mal ausnahmsweise volle Gesundheit. Will ich da durch? Will ich da durch? Ja, ist das erzählt Strache, Kastel. Und daneben? Jo, ist gut. Pins nicht. Okay. Ich bin ja auch selber ein Dappschädel hoch 3, ne? Ich latsch natürlich das Giftgas, bevor ich das abdrehe. Ist so klar, ne? So macht man das normal. Wenn man irgendwie krank im Kopf ist. Zack, servus, hier bin ich. Was gibt's denn? Habt ihr schon gekocht? Ich hätte nämlich so langsam Hunger. Oh, hi. Was bist denn du für einer? Ich hab dich hin so zurecht aufgehängt. Du Widerling. Oh. Oh, ein neuer Gegnertyp. Hi. Hi, ho. Du ekliger Mutante-Kopf. Bäh. Wie viel Schmodder gibst du, Kumpel? Da gibst 300 Grütze. Das ist dann verkehrt, wenn das standardmäßig ist. Hi. Grützi, der Grützkopf. Sich mit Mutanten anfreunden, dass ich nicht lache. Okay. Würg. Alter, das ist eklig mit so einem sackenwiderlicher, verwachsener Mutanteschädel. Okay, das war jetzt Streichholzverschwendung. Da komme ich nicht rein, oder? Ah, ich komme rein. Ich komme überall rein, wenn ich das will. Okay, da haben wir noch Streichhölzler. Das ist... Oh Mann, ich bin das immer noch gewohnt, dass ich da einfach durchgehen kann. Da kann ich nicht aufmachen oder so, oder? Muss ich das Ei schießen? Probieren wir es doch einfach mal, jo. Ach Gott, vor lauter Gewalt noch der Cadaver gekickt. Scheiße. Okay, ich zünd mal vorsichtshalber an. Wir sind jetzt wieder im Streichholz-Luxus. Die Endkugel, die ich verschwendet habe, die hole ich mal auch noch. Und dich zünd mal an. Geht, du Wildsau? Ich hab's nicht so gemeint. Die Chen sind nicht so recht aufgehängt. Ich hab's nicht so gemeint. Vielleicht. Geht. Alter, du ekliger. Hör auf, Säure zu kotzen. So schlimm bin ich doch auch nicht. Ah, na. Okay, merke, die Kumpels sollte ich vielleicht so schnell wie möglich mit dem Scharfschützengewehr ausschalten. Da ist Kenner drin. Jupp. Nur eine Folterkammer und ein One-Hit-Wonder. Das ist ach gut. Hätte ich noch 1 Sekunde gewartet, wäre ich durchgeschluppt. So. Kommt auf, wenn man nicht warten kann, vor lauter gut. Wie sieht es denn so aus? Oh. Da muss ich nochmal den Schleicher machen.
Ist ja gut. Planet. Wie sieht's denn so aus? Alter, was für Geräusche ist das? Rotzenwiderlich. Das sieht so aus, als ging es da hauptsächlich weiter. Ah, da sind's wie. Tschüss. Das war ausdrückliches halt die Schniss. Und wie sieht's aus? Ja, das sieht doch gut aus. Die Kadaver hängen jetzt an der Stacheldraht. Das ist logisch recht gut gelöst, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ah, da ist noch ein Stuhl. Da ist noch ein Stachelstuhl mit Sprengladung. Wer braucht's nicht, ne? Haarscharf. Quatsch. Und wie sieht's denn da aus? Hoi, ja, der wackelige Tresor, den machen wir doch sofort auf. Das ist immer... Nein, 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 nein. Kastel, lass das, lass den Scheiß. Ich will dort das Ding aufschlagen. Ha! Was gibt's dann das? Also langsam jetzt läppisch. Hopp. Na, ich werde wohl das Ding noch aufmachen können. Tresor. Okay. Na dann halt nicht. Dann würde ich aber sagen, ich gucke erst mal, wo ist mein One-Hit-Wonder. Meine Axt müsste doch noch irgendwo hier liegen. Der leckt die dann normalerweise immer ab, wenn irgendwas ist. Vielleicht habe ich sie da hinten abgelegt. Nee, ich habe meine Axt verloren. Das finde ich etwas schade. Ja, Sprint doch. So, gehen wir jetzt mal in die Folterkammerei. Ah, nee, das ist... Das verschwenden wir. So, das verschwenden wir davor. Nummer 300 Grütze. Nummer 300 Grütze, da ist noch ein Spritzel. Das sollte man nicht verkummeln lassen. Deswegen pfeffer ich mir jetzt gerade noch in eine Reihe. Und hol mal den. Oh ja, geil. 5 Sniper-Kuckle, die nehme ich doch ach liebend gern. Und da ist noch. Okay, super. Ja, super Sach. Dann sollte ich vielleicht nochmal durchrein Ach Gott, ich bin 2 Meter gerannt, jetzt breche ich kotzen zusammen. Jesus. Bin ja ich schneller und mit besserer Ausdauer bestückt und ich bin Raucher. So, gehen wir da wieder rein. Der Tresor lässt mir jetzt zwar Ruhe, aber... Jo, ist halt so. Vielleicht hat es ja auch mit dem komischen Kastekopf zu tun. Ja, hat's. Da hat sich spontan ein speckiger Metzger drum gebildet. Und der will mich jetzt hier vergasen, die Sau. Nicht mit mir. Lass mich doch bewegen. Ja, dann drehst doch ab, Mann. Ach Gott, gleich kommt der Darm raus vor lauter Arg. Okay, das nehmen wir. Und dann geht's weiter. Ich glaube, du verrecken wir sonst, wenn wir... Nicht mit mir, mein lieber Freund. Können wir da wieder ausruhen? Nee. Da kann ich nicht ausruhen. Da muss ich runterdrehen. Jetzt drück wieder, dass der Enddarm rauskommt vor lauter Anstrengung. Hopp. So, jetzt können wir wieder atmen. Na, Allah. So, dann hole ich die Flinte schon mal. Okay, da habe ich alles voll. Also merke, Tresore bilden sich spontan speckige Metzgermeister. Vielleicht ist es jetzt der Deluxe-Ackermann, ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist es jetzt der Ackermanns Franz. Der Ackermanns Heinz hatten wir schon und der Ackermanns Fritz hatten wir jetzt schon. Ja, Franz wäre ein bisschen unkreativ. Der Ackermanns Karl war der Vater, habe ich schon mal gesagt. Ah, na. Voll die Suppe noch abkriegt. Hopphenla.
Das war jetzt auch nicht so wirklich meine Absicht, aber es hat geklappt. Jetzt ist die Frage, wie nenne ich ihn dann? Den anderen, den Dicke jetzt. Ist das einfach nur der Ackermanns Deluxe oder der Ackermanns Schorsch? Das wäre doch was, jo. Der Ackermanns Schorsch ist das jetzt. Fertig. Das ist der noch hässlichere Bruder vom Ackermanns Heinz und vom Ackermanns Fritz. Der ist so grottehässlich, dass er den Dressur auf den Schädel kriegt hat. Genau, so wäre das jetzt. Weil der hat, aber das ist davor dann der Obermetzgermeister, weil der hat noch die Scherz um. So. Hui, das war mal wieder scheiß knapp. Jetzt nehmen sie doch 8 Belohnung. 2 Täler, die lassen wir nicht verkummer. Okay, du kennen wir nicht durch. Da neben die Gräber sind offen, da gehen wir aber trotzdem nicht durch. Oder können wir nicht durch. Nee. Okay. Na gut. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, der Ackermanns Schorsch, der jagt uns dann durch. Der wird nicht das erste Mal kommen sein, um uns da einzusperren in die Gaskammer. Okay. Ach, da ist wieder das Symbol. Das sind aber auch Ferkel. Warum haben die da so eklige Gasleitungen überall, die die Leute umbringt? Ja, die sind ja auch nämlich ganz dicht, oh, die Leute. Was ist denn das? Fuck! Das war jetzt, ach dumm wie Scheiße. Was ist denn das? Erstmal drauf gekloppt und hier die Scheiße ausgelöst. Okay, ich stürme hier jetzt durch. Mir egal, was du für Hanebampel im Weg rumliegen. Ja. Ich zieh das Ding. Dann komme ich doch raus aus der eklige Kammer. Zu damit. Ja, sperrst doch aus, das daffische Gas. So. Verdammt, das war knapp. Ja, und es war auch saudumm. Einfach so ein Stecker auf dem Boden gesehen, was ist denn das? Drauf gebatscht. Und schon war hier wieder alles voller Gas. Mann, oh Meter. Okay. Ich habe die Hoffnung, dass die komische Dr. Soldberg Unsichtbar-Gestalte hier an mich kommen. Das wäre nicht so schön. Dann müsste ich nämlich wieder auf meine Sprengbolze-Taktik kommen. So, ich hoffe, der Ackermanns Schorsch steht jetzt nicht da, aber. Was wird mal gezeigt? Ein Gegner ist in der Nähe. Das quält mir schon mal gar nicht. Was ist denn das? Harpun, okay. Scheiße. Das war echt sowas von blöd. Aber okay. Pistole, Munition wären wir anscheinend hier sehr verwöhnt damit. Und irgendeiner beobachtet uns die ganze Zeit. Oder hört uns. Ah ja, da ist es. Der Grund, weswegen wir hier sind. Wir schnitzen uns einen Stäh. Und haben was Schönes davor. So. Wo geht's hier raus? Na, Allah. Sau gut. Da muss ich jetzt keinen Umweg machen und den ganzen Weg nochmal gehen. Sondern kann dich gleich mal hier reinpacken, du Knabe. Sehr gut. Nur noch 1. Wow. Du bist ein Mordstalent, Bastel. Ich hätte es nicht geglaubt. Nur noch 1. Dann nutzen wir das nur noch 1 und speichern. Das klang eben wie unterdrückte Kotzer. Jetzt gehen wir da nochmal reingucken, ob wir auf dem heißen Stuhl noch irgendwas reißen können. Nee, alles zu teuer bis auf den Nahkampfschaden, aber der ist mir eigentlich Schnupper, der Nahkampfschaden. Da habe ich schon das Bestmögliche, das finde ich übrigens hervorragend. Magazinkapazität habe ich 8 zu wenig, Nachladegeschwindigkeit, das ginge noch, ne? Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit wäre bei der Flinte vielleicht auch nicht so verkehrt, aber ich finde das Ding saugut. Da könnte ich vielleicht wirklich mal auf Nachladegeschwindigkeit gehen. Das ist nämlich wirklich saugutes Ding.
Okay. Also das Gewehr ist richtig gut. Das gefällt mir echt gut. Dann speichere ich nochmal. Hals, genau, super. Halt die Schnies, wollte ich eigentlich sagen. Jawohl, ich will überschreiben. So. Was sollst du sagen, Gretel? Alles klar. Das wollte ich auch schon immer mal sagen. So, jetzt spurten wir da hin, springt man hin und er bricht vorm Ziel kotzen zusammen, weil er keine Ausdauer hat. Schlimm mit dem Kerl. Der ist ja echt schlimmer als ich. So. Batsch und weiter geht's in den nächsten Gang. Ich bin da einfach immer ein bisschen vorsichtiger und speichere mal zwischendrin, dass ich da verreck und am Arsch der Welt wieder anfangen muss. Das wäre etwas Schäfer, ach, wenn er das doch sehen. Wieder Spritz. Okay, ja, wow, wir werden ja richtig verwöhnt hier. Da haben wir noch Sub, und zwar 500. Das ist auch nie verkehrt. Die nehme ich auch dankend an, und das sieht man nicht so geheuer aus hier. Das wird wahrscheinlich auch an die Deck kommen, damit sie ja runterkracht, ne? Und, da ist ein Tonbandgerät, also Mull. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Okay. Das könnte auch, wenn man da hört, könnte auch dieser ominöse Ruvik sein. Und dass das vielleicht sei Psychowelt ist, in die er andere Leute sperren kann. Und alles aus seinem Leben hat da irgendwie Symbolbedeutung. So wäre es dann nicht verwunderlich, dass der Ackermanns Schorsch da irgendwie was Besonderes wäre, weil eben jemand versucht hat, sich an seinem Safe zu verkehren, als der Ruvik noch irgendwie ein bedeutender Wissenschaftler oder weiß der Teufel was war, ne? Das könnte ja alles sein. Dass der da irgendwie eine besondere Welt oder irgendwas erschaffen hat. Oder irgendeine Art, um Leute in eine Psycho-Welt zu sperren und dann irgendwie Hallus zu geben. Wollte gerade mal gucken, ob das jetzt da irgendwas bringt. Und ja, dass da, wie gesagt, so Sachen wie sein Safe und so irgendeine Symbolbedeutung für ihn haben. Und dass es deswegen sich in der Psychowelt von ihm in solche Monstergegner manifestiert. Ach, das könnte sein. Oder dass der Bastel das alles irgendwie mitkriegt, dass er irgendwie Safe oder so hört, und dann sieht er bestimmte Leid wirklich so als Safe-Menscher jetzt, ne? Ich kann es nicht sagen, es ist echt total verwirrend. Ich glaube eigentlich immer noch, dass der eigentlich in der richtigen Welt ist und er sieht sich in einer Apokalypse und ist eigentlich ein Massenmörder und ist vollkommen hohlgedreht. Hoppla! Was zur Hölle war denn das? Wie geht's noch? Jetzt haben wir wieder so duscht da wie wahre Ladung Arschlöcher, man sieht ja gar nichts. Okay. Kann ich die schießen? Die Dinger? Sag aber nicht das. Natürlich. Okay. Ich wollte schon sagen, das geht bestimmt dann irgendwas runter oder so. Ja, das haben wir ja nämlich vorhin gesehen. Da war nämlich auch eine Vertiefung drin. Da, wo ich gerade hochgewackelt bin, so episch. Okay, ich bin zwar ein Dappschädel, aber so dappig bin ich dann auch nicht. Okay. Irgendeiner ist da, irgendein Gegner. Oh. Das Senior Widerling. Hey, kannst du mal sterben, bitte? Ich werde dir sehr verbunden, du Kotze-Typ. Na, danke auch. Ach, so was Penetrantes. Und wie viel der schlucken kann an Munition, das ist ja abartig. Oder wenigstens was dabei, der Kerl? Nee. Alter Falter, da hat aber ordentlich was geschluckt hier.
Ich glaube, mit der Waffe komme ich doch nicht besonders weit. Kontrollpunkt. Ich soll wirklich mit dem Scharfschützengewehr weiter schaffen. Oder mit der Flinte. Aber Flinte schlucken die ja auch so 2 bis Muss 3. eine Falle sein. Ist ach total krass. Okay, da quatschen wir mal auf. Da drunter war jetzt leider nix. Und da vielleicht? Da ist Sub drunter, und zwar 300. Und da haben wir 300 Briefe da. Okay. Okay. Probieren wir doch mal was. Du strampelt wieder einer. Wenn wir dich irgendwie nochmal erledigen. Gut. Das ist gut. Ja, ich hab doch gewusst, dass irgend so ein Scheiß passiert dann, ne? Okay. Und da kommen wir auch noch durch irgendwie. Da ist ein Stolperdraht wieder. Da bleiben wir doch gerade unten mit dem Kopf. Da kennen wir es nicht. Da kennen wir. Ja, dann mach doch auch. So. Na, Allah. So wird's gemacht. Okay, da liegt noch irgendwas. Leere Riesling-Flasche wieder. Boah, wer säuft denn das ganze Zeug? Ich hätte auch mal gern einen Schluck. Aber wäre doch mal Andy voll. Da geht's wieder durch der. Und da geht's durch Gitter durch. Die Sache, bevor ich das Gitter groß dramatisch jetzt aufreiß, mache ich zuerst mal die der auf. Okay, die ist abgeschlossen. Hat sich das erledigt. So, jetzt wieder Enddarmpresserei. Oh, deswegen hat sich das erledigt. Hopp, mach. Okay, das wird nix. Das wird so nix. Munition alle? Munition alle. Scheiße. Ne, jetzt geht's was auf der Washing. Scheiße. Ja, die wollte ich eigentlich haben. So, Kumpels. Wir machen das jetzt recht einfach. Okay, dich hat's zerrissen, das ist gut. Und wie sieht's mit dir aus? Doch, mit dem Scheiß. So, die nimmst du jetzt und... Ja, kriegst was? Super Kasper. So. Apropos, die sammeln wir doch gleich mal ein. Mehr als genug Brie, oder? 100, was war schon du für ein Knauser? Lauter so Knauser hier. Okay. Dann können wir aber die Flinte hochladen. Und so gucken wir Amorei, wo die Widerlinge kausten. Ja, so Guillotine, warum auch nicht, ne? Die drei, die haben sich offensichtlich gefreut, denen hat Spaß gemacht, die sehen aber aus wie aus dem Versandhaus. Und, da haben wir auch nichts mehr. Ja gut, Guillotine macht anscheinend Spaß bei den Knabe hier. Wer will auch nicht vom Mutante verwachsene Ekeltyp geköpft werden in einer Guillotine? Das ist doch ein Tod, den sich jeder wünscht. Da haben wir noch 2 Werkzeugdealer. Und, heieiei, wir haben jetzt schon wieder 23 Minuten rum, das geht ja wieder. Okay, jetzt habe ich wieder das epische Ding im Herrnschädel. Ja. Ich glaube, das waren die Auslöser. Ja, die Dinger sind immer Auslöser, habe ich jetzt gelernt. Ja, Harpune stecken immer noch im Schädel drin. Ich wüsste aber noch ganz gern, Habala, was da dazwischen ist. Oh Gott, brich bitte nicht zusammen, Bastel. Vor lauter Arg. So. Ich wüsste noch ganz gern, was da drin ist. Reiß es auf, Kerl, reiß es auf. Ochs. So. Was war das? Okay. Na toll, da geht's wieder aus. Oh, da ist er. Oh. Hi. Doppelkopf. Okay.
Hat er noch was bei sich? Doppelkopf? Nee. Okay, dich reiße ich so. Ah, super. Da geht's ja schon zu dem Teil hier. Okay. Wissen wir was? Wissen wir was? Komme ich da jetzt gar nicht mehr durch? Ah, scheiße. Schade, schade. Dann hole ich das Ding noch. Und guck dann nochmal, was da unten in der Kammer passiert. So, das schneide ich jetzt nochmal raus, das Ding. So. Kommen wir nämlich hier wieder durch. Und ich mag nochmal gucken, was da drüber ist, aber das machen wir morgen, nicht morgen, Quatsch. Das machen wir erst wieder am Donnerstag in der nächsten Episode zu Let's Play The Evil Within auf Pelzig. Machen's gut, bis dahin, Iron Yankee.